Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Das-Sätze. Sätze mit das und diese Sätze sind Nebensätze. Wir sehen gleich ein Beispiel. Okay, hier haben wir den Satz: Du bist gesund. Wir sehen die Person: Du hast rote Wangen, du hast Muskeln, dein Herz tuk, 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 schlägt. Du bist gesund. Das ist kein Nebensatz, das ist ein normaler Satz oder man sagt auch Hauptsatz. Du bist gesund ist ein Hauptsatz. Sehen wir weiter. So, und das bin ich. Und ich kann sagen, ich hoffe, dass, und jetzt nehme ich diesen Satz, das ist hier ein Hauptsatz, und stelle das Verb bist an die letzte Position. Und jetzt ist mein kompletter Satz: Ich hoffe, dass du gesund bist. Okay. Hier das Verb an der zweiten Position und hier das Verb am Ende vom Satz. Ich hoffe, dass du gesund bist. Wir sehen weiter. Hier haben wir den Satz: Tom ist ein bisschen arrogant. Das hier ist Tom. Tom ist ein bisschen arrogant. Auch dieser Satz ist ein Hauptsatz. So, und hier sehen wir zwei Personen. Diese zwei Personen sprechen und sie sprechen über Tom. Und jetzt können Sie sagen: Wir finden, dass Tom ein bisschen arrogant ist. Und hier haben wir wieder dieses Verb am Ende und unser Nebensatz ist, dass Tom ein bisschen arrogant ist. Okay, sehen wir weiter. Okay,
Hier sehen wir ein Handy. So, hier sehen wir ein Handy und eine Person sieht gerade das Wetter-App. Hier heißt es, oder die Information ist, morgen wird das Wetter gut. Auch das ist natürlich ein Hauptsatz. Jetzt aber hier haben wir eine Person. Diese Person zeigt auf das Handy und sie sagt: Die App sagt, so, die Person sagt, die App sagt, dass morgen das Wetter gut wird. Wir nehmen also wieder als Basis diesen Hauptsatz und das Verb kommt hier an die letzte Position. Und dann haben wir unseren Nebensatz. Wir sehen noch zwei weitere Beispiele. Okay, hier sehen wir, du hast dein Studium abgeschlossen. Du bist also fertig mit deinem Studium. Und das, was die Person hier in der Hand hat, das ist ein Diplom. Du hast dein Studium abgeschlossen. Natürlich ist auch das ein Hauptsatz. So, und hier sehen wir jetzt, das bin ich. Ich bin sehr froh, ich freue mich. Und zwar, ich freue mich über diese Sache hier. Und dann nehmen wir wieder diesen Hauptsatz und machen daraus einen Nebensatz. Es freut mich, dass dass du dein Studium abgeschlossen hast. Und hier haben wir natürlich den Nebensatz. Und noch einmal, es ist eigentlich immer gleich. Hier im Hauptsatz steht das Verb an der Position 2 und das Verb kommt hier an die letzte Position vom Nebensatz mit das. Es freut mich, dass du dein Studium abgeschlossen hast. Gut, letzter Satz. Hier sehen wir einen Spiegel. Das ist nur ein Spiegel. Zum Beispiel im Badezimmer gibt es einen Spiegel oder im Wohnzimmer
ein Spiegel reflektiert. Okay, das ist nur ein Spiegel. Natürlich, dieser Satz ist wieder ein Hauptsatz. Gut. So. Bello versteht nicht, dass das nur ein Spiegel ist. Bello denkt, oh, da ist ein anderer Hund. Aber natürlich ist da kein anderer Hund, nur die Reflexion von Bello. Bello versteht nicht, dass das nur ein Spiegel ist. Okay. Und wir kommen zum letzten Teil von unserem Video. Wir kommen zu unserer Übung. Hier gebe ich dir einen halben Satz und du kannst gerne etwas ergänzen. So, sagen wir mal, das sind deine Freunde und ich möchte gerne wissen, was sagen deine Freunde? Meine Freunde sagen das. Zum Beispiel, meine Freunde sagen, dass ich sehr lustig bin. Meine Freunde sagen, dass sie gerne Fußball spielen und so weiter und so fort. Mach ein Beispiel mit diesem Satz. Und wir haben noch einen zweiten Satz. So, und hier. Ui. Hier, das sagen wir, das bist du. Und unser zweiter Satz ist, ich finde es super, dass... Gerne hören wir deine Beispiele. Was sagen deine Freunde und was findest du persönlich super? Mach bitte einen Kommentar. Wir sehen uns deinen Kommentar an und korrigieren ihn. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.